Hallo zusammen, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie heute zur Folge, wie St. Maria im Kapitol nach Köln kann. St. Maria im Kapitol, das ist den meisten kein Begriff. Warum? Weil sie immer dran vorbeifahren. Das sieht man an den Ausläufern der Aachener Straße, über von der Altstadt. Das ist ein kleine Kirche. Aber, um jetzt wieder ins Hochdeutsche zu kommen, das ist eine der ältesten Kirchen von Köln und die ist sogar älter als der Kölner Dom. Diese Kirche hier, vor der ich mich jetzt befinde, ist 950 Jahre alt. Der Dom 2015 minus 1248 könnt ihr euch ausrechnen. Also knappe 100 Jahre älter als der Kölner Dom. So, ich zeige euch jetzt ein bisschen was von der Kirche von außen. Ich befinde mich hier gerade vor einem Totenmahl, das 1946 von der Stadt Köln in Auftrag gegeben worden ist, zu gedenken der Toten aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt befassen wir uns mal einmal komplett mit diesem Bau. Und dann gehen wir erstmal außen rum. Was wir da hinten sehen, ist der Aufgang von der Aachener Straße in den sogenannten Lichthof vom St. Maria im Kapitol. St. Maria im Kapitol selber, das kriegt man so ja nicht so ganz drauf. Ich gehe mal noch ein bisschen zurück. Das ist eine der frühromanischen Kirchen Kölns. Wir haben 12 romanische Kirchen hier in Köln. Und sie hier ist, ja, das will nicht jeder glauben, die größte romanische Kirche, die wir hier in Köln haben. St. Maria im Kapitol ist ein frühromanischer Kirchenbau. Naja, okay. Frühe Romanik, die endete mit Anfang des Mittelalters, sprich also die Romanik endete generell, beziehungsweise wurde abgelöst durch die Gotik. Die Urform eines romanischen Kirchenbaus orientierte sich sozusagen am römischen Profanbau. Teile dieser profanen Bauweise sieht man noch hier unten. Ein Profanbau ist sozusagen ein öffentliches Gebäude in Verbindung mit einer Basilika, sprich also einem Gebäude mit Querschiff und Säulen etc. Wie ich bereits sagte, ist St. Maria im Kapitol eine der 12 romanischen Basiliken in der Altstadt Kölns. Den Namenszusatz im Kapitol weist auf die zuvor an dieser Stelle befindliche römische Tempelanlage hin. Tempelanlage natürlich. Hier sehen Sie auch das Schild mit Lichthof. Und jetzt kommen wir hier rum. Was hat das ganze Ding mit den Römern zu tun? Ne? Da sind wir mal wieder angekommen bei Klüngelus und Agrippina. Ja, die wollten auch irgendwo ein Haus haben, wo sie im Endeffekt, öffentlich sich präsentierten. Ja, und das war damals zur Römerzeit hier. Das war eine heilige Tempelanlage außerhalb der Stadtmauern, beziehungsweise am Rande der Stadtmauer, die dafür sorgte, dass die zwei sich hier aufhalten konnten und Recht sprechen konnten. Um die Ausmaße dieses Gebäudes einmal im Ganzen zu erfassen oder wiederzugeben, nehmen wir mal einen Vergleich. Unterhalb dieser Kirche befindet sich eine Krypta. Und diese hat im Ganzen fast die Ausmaße des Doms zu Speyer. Also genau genommen 137 Meter in der Länge und 14 Meter in der Breite. Das Bemerkenswerte hier an dieser Kirche ist der Westbau. Und da befinden wir uns gerade, der den Chorabschluss als früheste abendländische Drei-Groschen-Anlage, die Krypta sowie die Reste der mittelalterlichen Ausstattung in sich trägt. All jene, die jetzt am Anfang nicht kapiert haben, wo sich das Ganze hier befindet, ja, das sind die Gebäude an der Aachener Straße und direkt an der Aachener Straße dran liegt St. Maria im Kapitol. Ja, und es gibt natürlich jetzt auch wahrscheinlich einige, die sagen, ach, vorhin hat er wieder von Klüngelus und Agrippina gesprochen, der will uns doch nur verarschen. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen drumherum, dann erzähle ich euch das. Nämlich an der heutigen Stelle, wo sich jetzt die Kirche befindet, war damals eine kleine Erhebung. Und zwar
in Rheinnähe. Am südlichen Rand der Stadt wurde im 1. Jahrhundert nach Christus, also zu Agrippinas und Klüngelus Zeiten, im damaligen Köln der Römerzeit ein Tempel für die kapitolische Trias Jupiter, Juno und Minerva hingestellt, sozusagen für die 3 bedeutendsten römischen Gottheiten errichtet. Jetzt nur mal als Vergleich, da sehen wir nämlich die Jötzenich und der ganz hinten durch den Dom. Also wir sind schon ein ganz schönes Stück weit davon entfernt. Wenn Sie mal dahin wollen, die neue Haltestelle am Heumarkt, da kommen Sie ganz gut hin, hier zu dieser schönen Kirche. So, ich war noch bei den Römern. Nämlich, Anlass zum Bau war die Erhebung von Colonia zur Stadt römischen Rechtes. Anders als üblich stand dieser Haupttempel der Colonia Claudia Ara Agrippinensum nicht im Forum der Stadt, das was ich euch vorhin gezeigt habe, da wo der Dom ist, sondern oberhalb des Rheines in unmittelbarer Nähe von der Stadtmauer. Und nun guckt euch mal dieses massive, schöne Gebäude an. Aber dieses Gebäude hat noch mehr zu bieten. Und da kommen wir jetzt zu. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Geschichte rein. Und ich sagte ja vorhin, 950 Jahre alt. Wir fangen mal einfach an in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Aber das machen wir nicht hier draußen, sondern St. Maria im Kapitol hat noch einen wunderschönen Innenhof. Und den gucken wir uns jetzt an. Der heutige Eingang von St. Maria im Kapitol, ja, der sieht nicht mehr aus wie im Mittelalter, sondern, seht ihr hier, der hat schon ein anderes Datum, weil der musste nachgebaut werden. Im Krieg zwischen 42 und 46, jetzt haben wir ein bisschen Wind, ich gehe mal was zurück, ist das Ding ziemlich zerbombt worden. Es wird auch erst seit 84 wieder öffentlich zugänglich gemacht. Beziehungsweise man darf hier drin an Messen teilnehmen. Also bedenkt bitte, wenn ihr diese Kirche beziehungsweise den Innenhof, nicht nur die Kirche, durch diesen Eingang betretet ihr eine Geschichte von mehreren Jahrhunderten, die zurückgeht bis in die Römerzeit. Ja, nach den Römern kamen als erstes die Franken. Naja, und in der Mitte des 5. Jahrhunderts, als die Franken Köln erobert haben, ging der öffentliche Besitz aus römischer Zeit in die Hände der fränkischen Könige und deren Umfeld über. Die Zeitgeschichte springt weiter. 770 gehörte das Ding den Merowingern, sprich also auch den Patriziern hier in Köln. Dann im Winter 881, 882 kamen die Normannen an den Rhein und verfügten, dass sie das Ding hier nicht brauchten. Die haben es gebrandschatzt. Sie sollen es angeblich komplett niedergebrannt haben, was aber bis heute archäologisch nicht bewiesen ist. Erst im 10. Jahrhundert nach Christus versetzte der Kölner Erzbischof Brunn die dem Kloster, das hier bis zu diesem Zeitpunkt war, lebenden Kanoniker nach St. Andreas und gründete mit St. Maria eine Frauenkommunität. Mitte des 11. Jahrhunderts initiierten der Kölner Erzbischof Hermann II. Und seine Schwester, die Äbtissin Ida, der Frauenkommunität, das sind Wörter, die kann ich ja nicht aussprechen, also ein Frauenkonvent, St. Maria in Capito, den Bau einer neuen Kirche. Und das ist das, was wir dort hinten in Gänze sehen. Kreuzaltar und Querschiff wurden 1049 von Papst Leo VI. Im Beisein von Kaiser Heinrich III. Geweiht und die Schlussweihe hierzu spendete, wer wo? Erzbischof Anno II. Erzbischof Anno II. Ist der später, ich sag nur Schlacht von Worring. Gut, die Kirche spielte in Köln eine herausragende Rolle. Sie war nach dem Dom die Hauptkirche. Der Erzbischof feierte seine erste Weihnachtsmesse immer in St. Maria im Capitol,
die zweite in St. Cäcilien und erst die dritte im Dom. Auch der Rat zog in der Prozession zu Ehren der heiligen drei Könige, den Kölner Stadtheiligen, am Dreikönigstag von St. Maria zum Dom, nicht andersrum. So, jetzt haben wir die Zeitgeschichte schon fast durch, weil die Kirche blieb dann stehen bis zum Krieg. St. Maria im Kapitol wurde im Zweiten Weltkrieg, wie ich vorhin sagte, ziemlich stark beschädigt. Die nordkonischen Teile der Vierung, die gotischen Langhausgewölbe und der große Teil des Westbaus waren zerstört. Im Juni 1948 stürzte das ungesicherte Ostteil ein. Bis 1956 konnte die Kirche zunächst im abgetrennten, mit flach geneigter Holzdecke geschlossenen Westteil nicht genutzt werden. Ab Weihnachten 1948, wie ich vorhin auch sagte, auch im weitestgehend rekonstruierten Ostteil konnte das ja alles wieder für den Gottesdienst genutzt werden. So, wo befinde ich mich jetzt? Jetzt befinde ich mich hier im Innenhof des ehemaligen Klosters, wie man schön sehen kann. Und wenn Sie diesen Kreuzgang, den ich vorhin schon eingeschlagen habe, mit mir mal nachverfolgen, sehen Sie hier aus den Jahrhunderten der Zeit noch alte Relikte. Wie diese Steintafel, diese alte Tür, diese Steintafel und, was Sie hier mit mir verfolgen können. Ja, und dort vorne, wo die beiden Herrschaften da stehen, rechts hoch, geht das rein in die Kirche. Und da sind wir somit bei den Sehenswürdigkeiten dieser Kirche angelangt. Auf eins möchte ich aber ganz besonders hinweisen, und das ist diese Tafel hier. Diese ist schon sehr alt, nämlich ganz alt. Und diese auch. Und weil ich dazu nichts sagen kann, zeige ich Ihnen hier noch was aus der Zeit von Anno Domini, mit Sachen, die ich nicht lesen kann, weil ist Latein. Heißt also, das Ding ist aus dem Mittelalter. So, jetzt sehen wir uns mal die Kirche angucken. Ja, wie ich sagte, hier gibt es sehr viele Sehenswürdigkeiten. Ich habe auch jetzt Konchos mehrfach erwähnt. Konchos, das sind die Innengewölbe, sprich also die Rundgewölbe, die sich innerhalb dieser Kirche befinden. Links, rechts und eins an der Ecke, an der Kante was ist das, im Süden? Genau. Und das hier ist jetzt der Eingang und da bewegen wir uns jetzt mal rein. Ich hoffe, ich kann Ihnen all die zeigen, die Sehenswürdigkeiten, die man hier nicht verpassen sollte. Die Ornamente, die man hier sieht, die sind noch aus dem Mittelalter. Wir befinden uns gerade hier im südlichen Seitenschiff von St. Maria im Kapitol. Hier ist eine Holztüre, die zu St. Maria Kapitol seit Anfang aller Zeiten gehört. Sie zählt zu den bedeutendsten Holztüren der Kunstgeschichte. Sie stammt noch aus der Zeit, als St. Maria im Kapitol 1060 erbaut wurde. Ebenfalls im südlichen Seitenschiff, bedeutend oder, nett anzusehen, sind diese Knochen hier oben. Und diese Knochen stammen von einem eiszeitgleichen Grönlandwal, der sich wahrscheinlich in einem Rheinarm verirrt hatte und dort verendet ist. Die Knochen wurden bereits vor Jahrhunderten bei Bauarbeiten entdeckt und über einem Beistuhl an einer Kette hängend ausgestellt. In Köln
ist er als Zintmerjesrep, sozusagen Marienrippe, bekannt. Wenn Sie aus dem südlichen Flügel herauskommen, finden Sie rechts vom Altar eine der 3 erwähnten Konchos. In diesem Teil finden sich auch eines der Heiligtümer dieser Kirche, nämlich das waren die Rückzugsräume zum einzelnen Gebet für die Bischöfe der damaligen Zeit. Von der gerade gesehenen Kuppel, die Sie da gesehen haben, hat damals noch Erzbischof Anno gepredigt. Diese Madonnenstatue, die Sie hier sehen, stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist bekannt unter dem Namen Limburgsche Madonna. Oberhalb dieser Krippe, wir haben nun mal gerade Weihnachtszeit, befindet sich im nordöstlichen Teil des Trikonchos das sogenannte Gabelkreuz. Crucifix Docorosus. Das mit einer Körperlänge von 1,50 aus dem 14. Jahrhundert und Jesus Christus darstellt und zu eines der ausdrucksstärksten Leidenskruzifixen der Gotik zählt. Unweit dieses kleinen Rückzugsraums befindet sich das große Taufbecken von St. Maria in Capito. In diesem Taufbecken sind alle Patrizier dieser Zeit, die Lüskirchen, die Neuenburgs, die Overstolzens und Schlag mich tot, wer noch was alles gedäuft wurde. Von dem Taufbecken weg kommen wir zum Flügelaltar. Der Flügelaltar von Hans von Aachen und ein Tafelbild des Hans Baldung Gillian Schlüters stammen beide aus dem 16. Jahrhundert. Was man im Inneren von St. Maria im Capitol sehr gut erkennen kann, sind die Bausteine unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Stils. Angefangen von der Frühromanik mit diesen Rundbögen bis hin zur Gotik. Als vorletztes Relikt möchte ich euch gerne die Grabplatte der Plectrudis von 1160 bis 1170 zeigen. Plectrudis ist mit einem langen gegürteten Gewand und einem im Kopf gebundenen Schleier bekleidet. Die rechte Hand im sogenannten Adoratius Gestus erhoben, in der linken trägt sie ein Schriftband mit einem Gebet. Diese strenge Art der Faltenführung weist auf byzantinische Vorbilder hin. So, nun kommen wir mal von hier
rüber zum letzten Relikt, das ich euch ja noch zeigen möchte. Und zwar befindet sich das unweit dieses Altars. Und das ist diese Madonnenstatue, beziehungsweise Marienstatue. Die Legende erzählt, dass ein Junge namens Hermann Josef, ups, jetzt habe ich sie fast aus dem Bild rausgeschmissen. Also der Hermann Josef hat täglich vor diesem Marienbild gebetet und ihm einen Apfel angeboten. Eines Tages lächelte die Statue dem Jungen zu, aus Dank. Eine andere Version berichtet, die Statue habe dem Jungen zum Dank ein Versteck genannt, an dem er täglich einen kleinen Beutel Geld für seine Schulkosten fand. Zur Erinnerung liegen bis heute täglich frische Äpfel vor dem Relief. Die werden wohl gerade von diesen Blümchen da irgendwie vergedönst. Sind nicht zu sehen. So, nun habe ich euch jetzt schon ein paar Hinweise auf diese wunderschöne Kirche und ihre lange Geschichte geben können. Den Rest findet doch am besten einfach selber raus. Kommt her und lasst euch führen. Wer sich nicht führen lassen will, der kann all das, was ich Ihnen von Anfang bis Ende dieser Zeit dazu gesagt habe, auch gerne auf diesen Tafel am Eingang von St. Maria im Kapitol lesen. Ist es nun mal so. Nicht jeder weiß, was man hier alles in Köln hat. Wie alt das Zeug ist und was man damit anfangen könnte. Zumindest kann man sich Wege bilden. Was ja eine ganz große Wert hat. Ich hoffe, dass ich mit meiner Hügienfolge, wie St. Maria im Kapitol nach Köln kam, euch ein bisschen was über diese Geschichte dieser Stadt wiedergeben konnte. Dass ihr ein bisschen Spaß hattet, dass ihr ein bisschen Freude hattet. Und ja, lasst euch wieder schlafen.